Ja, grüß euch, liebe Leute. Ja, ich bin's, der leibhaftige Witzeerzähler. Blödsinn. Ich bin eigentlich kein Witzeerzähler. Witz finde ich zum Scheißen und Witzeerzähler gehen mir sowieso am Arsch. Sprich, ich gehe mir jetzt selber am Arsch. Aber mir ist nichts anderes eingefallen, was ich euch heute bringen könnte für etwas Lustiges oder zum Schmunzeln. Haben wir gedacht, ich schreibe mir ein paar Witze auf, gehst dann im Lokal und die möchte ich jetzt vortragen. Beziehungsweise ich muss lesen, weil ich merke mir keine Witze, ich bin steppert, dass ich mir Witz merke. Ich muss sogar immer verdammt aufpassen, wenn mir jetzt Lokalgäste oder Arbeitskollegen einen Witz erzählen, dass ich die Witzpointe kapiere oder mir merke. Also merken tue ich mir gar nichts. So, jetzt setze ich mir meine geistreichen Lesebrillen auf. So, die Pass sitzt, nichts verschwommen. Ja, und was da hinten seht da, das ist meine Fangemeinde, ja, ich habe richtige Fans. Also wunderschöne Kuscheltiere und Stoffviecher. Ich kann es Leute jetzt nicht genau sagen, die zeige ich euch nachher, wenn ich meinen Witz erzählt habe. Ich bin bald fertig, ich zeige ja mit dem Erzählen, aber das ist zur Auflockerung nur. Und da habe ich eine wunderschöne alte Pendeluhr, auch vielleicht ersichtlich, egal, das soll ja kein Museumsgang bzw. Besuch sein. Na, so, also, ich fange schon an. Witz 1. Also es gibt 6 Witze und die sind kurz und bündig. Ich fange schon an. Witz 1. Ein Lokalgast sagt zu einem anderen Lokalgast, gell, das Bier schmeckt super. Sagt der andere drauf, mei Brunzler da. Plötzlich sagt ein dritter Lokalgast, drum trinke ich beides. Sprich, ein Radler. Witz 2. Sagt der Hansi zur Gabi, wenn's man blöst, heute kann ich die Goschen. Sagt die Gabi drauf, und wenn ich dann nur die Eier schläg? Sagt der Hansi drauf, kriegst du ein Beilwatschen, dass die Tränen Gras drast. Drauf sagt die Gabi, super, ich wollte schon immer Balletttänzerin werden. Hihihi. Witz 3. Fragt ein Straßenkehrer einen Brieftrager, ehrlich, wie viel Bier hast du heute schon gesoffen? Sagt der Postler drauf, ich schwör, kein einziges, ich sauf nur Schnaps. Witz 4. Fragt der Polizist einen Autofahrer, wie schnell dürfen Sie im Stadtgebiet fahren? Sagt der Autofahrer drauf, 50 plus. Blöd, der Kieberer, 50 sind erlaubt. Erwidert der Autofahrer, schön und gut, ich bin aber schon 51. Witz 5. Ein Spitalsarzt pudert am Häusl die neue Krankenschwester. Beiden kommt's total. Plötzlich fragt die blutjunge Krankenschwester erschreckt, Herr Primar, aus meiner Fut schaut der Schneemann raus. Sagt der Puderdoktor beruhigend drauf, Schwester Uschi, es ist Winter. Witz 6. Sagt ein Lagerarbeiter zum anderen Lagerarbeiter, geh, im Regal im Urwald ist Urleiband. Sagt der andere drauf, aber das Wichsen wird mit der Zeit fad. Erwidert sein Lagerkollege, Hauptsache die Zeit vergeht. Und wenn Sie nicht gestorben sind, wichsen Sie noch heute. Danke fürs Zuhören, noch einen schönen Tag. Ah ja, das habe ich euch versprochen, die Kuscheltiere möchte ich euch ein bisschen näher zeigen. Sogleich nehme ich die Kamera in die Protzen und fahre schon Suche zum Rollladenschreibtisch. Und da seht ihr, das ist nur eine kleine Sammlung meiner Stofftiere. Also da ist einmal diese Halloween-Hex da aus, was ist das, Lampion-Papier, wie auch immer. Und dann hier halt wunderschönen Stoffraben, da einer hat die Weihnachtsmützen auf, da hinten die sieht man auch, glaube ich, da ist ein weißer Bär mit der Weihnachtsmützen, da ist das Neujahrsschweinchen aus, super rosa, siehst da, eine komische Giraffe, ein Krampel guckt Vierer und da die Sendung mit der Maus, kennt man vielleicht, und da ein paar Weihnachts- oder beziehungsweise Stoffelche und hier ein Holzrabe, den habe ich in einem afrikanischen Geschäft gekauft, Handarbeit.
ein Kalender, uninteressant. Und natürlich da auch so komische, wuschelige, kuschelige Mäuschens. Und hier diese Holzkröte, die habe ich aus Thailand. Na gut, nur einmal danke fürs Zuschauen und Zuhören. Grüß euch!